Spurensuche Köln. Kommt mit auf Spurensuche durch meine geliebte Heimatstadt. Hier im Hilje Kölle, wie der Kölner sagt, gibt es an jeder Ecke und in jedem Winkel interessante Menschen zu treffen und Spuren einer 2000-jährigen Geschichte zu entdecken. Hallo meine Lieben, hier ist Isabel vom Podcast Spurensuche Köln. Wir werden heute so kölsch, wie es Kölscher nicht geht. Wir sind heute an der Üleporz. Die Üleporz, das ist das Quartier, ratet mal von wem? Von den Kölschen Funken Ruth Wies von 1823 e.V. Bei mir ist, und da bin ich unglaublich geehrt, Heinz-Günther Hunold, Präsident und Kommandant der Kölschen Funken Ruth Wies. Und das seit 23 Jahren. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, eine Zeit ohne Heinz-Günther Hunold. Als allererstes möchte ich gerne wissen, wie kommen denn eigentlich die roten Funken an die Üleporz? Naja, also zunächst ist das eine Geschichte, die schon auch weit zurückgeht in die 50er Jahre, als die roten Funken nach dem Krieg sich wieder berappelt hatten und eine Behausung suchten. Und da sie ja nun die alten Kölner Stadtsoldaten waren und sind, hatten sie schon immer einen ganz guten Kontakt zur Kölner Stadtregierung, sprich zum Bürgermeisteramt, und hatten die Chance, diese Ulrichpforte als Domizil in Erbpacht für 1 D-Mark pro Jahr zu erwerben. Allerdings war der Nachteil, dass natürlich die Kriegsfolgen diese Üleporz mehr oder weniger auch verschüttet war. Man musste mit Aktionen mit den Roten Funken und der Politik gemeinsam dann entschutten, damit man da überhaupt reinkam. Und wenn man sich das Bild von damals vorstellt, da gab es so einen kleinen Raum, der war vielleicht allenfalls so 25 Quadratmeter groß. Da begann dann eigentlich das Leben der Roten Funken in der Üleporz. Heute ist es ein bisschen größer geworden. Also ich kann nur jeden einladen, da mal vorbeizugehen. Wenn man an einem roten Funken angekommen ist, der an einer Laterne lehnt, dann sieht man, man ist bei den Roten Funken und in der Ulrichpforte angekommen. Übrigens, Adresse ist auch Ulrichpforte 1, die der Roten Funken. Wow, das heißt, da darf jeder vorbeikommen? Ihr habt dann eine offene Kneipe oder eine offene Gaststätte? Wie kann man sich das vorstellen? Also ganz generell muss man sich einfach nur bei uns melden, und wenn man so ein bisschen geschichtsträchtig unterwegs sein will, dann kann man da geführt werden. Wir haben einige unserer Mitglieder, da staune ich immer wieder aufs Neue, was die alles wissen, und auch nicht nur über die Roten Funken, sondern die Geschichte der Ulrichpforte ist ja nun, wie wir im Jubiläumsjahr gesagt haben, 777 Jahre alt, also jetzt 779 Jahre alt, denn sie ist ja ein Teil der alten Stadtmauerbefestigungen gewesen, und es gibt tatsächlich Steine, die man berühren kann, wo schon Albertus Magnus vielleicht vorgestanden hat. Und wenn man sich diesen Zeitkorridor vorstellt bis zur heutigen Zeit, dann muss man einfach attestieren, da sind die Roten Funken ja gerade erstmal so in der historischen Zeitachse 5 Minuten Eigentümer. Und die Geschichte ist doch sehr viel größer und auch spannend. Und es gibt viel zu erzählen. Also anrufen, sich anmelden. Hinten raus halten wir immer gerne die Hand auf und sagen, wenn es euch gefallen hat, dann legt ihr da mal was rein, weil natürlich so eine Üleporz kostet ja Unterhalt. Ja. Aber es ist total spannend, sich die Geschichte von Köln hier zu vergegenwärtigen. Rote Funken e.V. Das heißt, das Ganze läuft im Ehrenamt. Natürlich ist man über jede Spende froh und dankbar. Ja, aber das interessiert mich natürlich sehr. Diese Ulrichpforte oder Üleporz, das ist dasselbe. Hat das Üle denn irgendwas mit Eulen zu tun? Ja, das ist immer so schnell. Die Frage, man kommt sehr schnell auf die Ühl, die man da interpretieren kann. Aber nein, tatsächlich war im Mittelalter das die Behausung der Ullner. Und die
Ulner waren Gerber, das heißt, die haben also, da stank es ziemlich an der Ulrepforte, Gott sei Dank ist das heute nicht mehr der Fall, aber die haben tatsächlich dort Leder gegerbt und das muss eine sehr unschöne Geschichte gewesen sein. Deswegen hat man sie so an den Stadtrand gepackt und eben dann an die Ulrepforte. Und unter dieser Assoziation kam es von den Ulnern zur Ulnerpforte oder zur Ulrepforte. Im Übrigen, glaube ich, das einzige Stadttor in Köln, das wir noch haben, das eine eigene Straßenbahnhaltestelle hat, denn die heißt auch Ulrepforte. Ist ja die Ulrepforte in der neuen Zeit angekommen sozusagen. Die Roten Funken sind gewissermaßen heute die Garnison. Tatsächlich hat es in Köln Stadtsoldaten gegeben, die das als Lebensunterhalt betrieben haben. In deren Nachfolge stehen die Roten Funken. Und wann war das ungefähr? Bis wann hat es die Stadtsoldaten gegeben? Ja, also ich glaube, deren Amtszeit im Auftrage des Bürgers, also auf die Bürger und die Stadt aufzupassen, das waren ja so rund 300 Jahre und dann kamen die Franzosen und haben das Rheinland besetzt. Und da lief das dann so langsam aus und als die Franzosen weg waren und die Preußen kamen, das war dann so um 1800, 1805, 1806, gab es tatsächlich noch ein paar Rote Funken, die aber dann nicht mehr aktiv tätig waren. Und dann begann die völlig neue Geschichte 1823 mit dem Karneval. Das ist heutzutage nicht nur eine Nachfolge der Stadtsoldaten, sondern auch eine Persiflage auf die Stadtsoldaten. Naja, sagen wir mal so, die Verbindung, eine Verantwortung für diese Stadt zu haben, die hat uns nie losgelassen. Im Gegenteil, ich denke, da sind die Roten Funken auch politisch aktiv und sagen auch, was sie denken, wenn es um diese Stadt geht, haben immer eine besondere Nähe zum Oberbürgermeister oder zur Oberbürgermeisterin, die sozusagen qua Amt Mitglied der Gesellschaft ist und die auch ein besonderes Interesse hat, dass diese Beziehung zu den Roten Funken über die Grenzen von Köln hinaus bekannt ist. Das heißt, wir sind Kulturbotschafter in der gesamten Welt unterwegs gewesen und haben immer wieder für das Rheinland und die Stadt Köln geworben. Insofern haben wir schon eine ganz besondere Beziehung. Und damals, als der Karneval durch die Preußen im Übrigen in dieser organisierten Form erdacht wurde oder erfunden wurde, suchte man eine Identifikationsfigur, die den Kölner noch in irgendeiner Art von Erinnerung war aus den Gesprächen, vielleicht von Eltern und Großeltern, aus einer Zeit, wo Köln eben eine der bedeutendsten Städte nördlich der Alpen war, bedeutender als Paris durch den Rhein und durch die Zollrechte, die wir ja nun in Köln gehabt haben, haben wir tatsächlich dann diese Rolle spielen dürfen. Als Rote Funken, das Relikt aus dem Mittelalter, das aufgepasst hat auf diese Stadt einerseits und andererseits jetzt der Anführer im Karneval, dem es gestattet war, zur damaligen Zeit das preußische Militär auf den Arm zu nehmen. Und so sind viele Dinge, die man im Karneval heute so sieht, wenn man mal unterwegs ist auf der Straße oder in den Sälen oder wo auch immer, sind tatsächlich ja nicht immer zu erklären. Aber man grüßt eben nicht wie der Soldat, sondern auf der anderen Seite des Kopfes. Und das Wibbeln, das bekannte Wibbeln der Roten Funken, ist alles andere als ein strammer Salut. Es gibt Gesellschaften, Kollegengesellschaften, die das natürlich auch preußischer machen. Aber die Funken waren genau darauf ausgerichtet, sich eben eigentlich gegen Aufsicht oder Beaufsichtigung, Drang und Drill zu wehren. Und das führte ja auch dazu, dass sie in ihren Holzgewehren keine Kugeln hatten, sondern Blümchen im Gewehrlauf bis zum heutigen Tag. Ja, das gefällt mir auch immer ganz besonders gut an unseren Stadtsoldaten. Vielleicht kann ich aus dem Bereich Kostümkunde noch ein wenig beitragen. Wenn man sich die Uniform der Roten Funken betrachtet, dann kann man dort ganz eindeutig sehen, die kommt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Auch die Perücken kommen vom Ende des 18. Jahrhunderts. Und die Preußen zur gleichen Zeit,
also 1820, die hatten schon ganz andere Militäruniformen und haben das schon als das Ancien Regime, also das, was vor der Französischen Revolution und vor Napoleon war, betrachtet. Insofern kann man sagen, das ist eine wunderbare Brücke, die Roten Funken in die alte Herrlichkeit der Reichsstadt Köln schlagen. Gerne wüsste ich noch ein wenig mehr über die Uniform. Also der Rote Funke ist rot und weiß. Und ich übergebe das Wort. Ja, das hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass natürlich Köln eine Hansestadt war. Und die Farbe der Hanse war rot und weiß. Damit waren diese roten Funken schon von der Farbe her bekleidet, nämlich in den Farben der Hansestadt. Und bereits im Mittelalter, als sie ja noch die Stadtsoldaten im Dienst waren, wurden sie Funken genannt, die roten Funken, weil sie die Menschen erinnerten an die sprühenden Funken des Feuers. Und von daher ist das also ein ganz alter Name, den wir da pflegen dürfen. Ja, und es gibt im Grunde genommen zwei Gattungen. Es gibt die Offiziere und die normale Mannschaft. Und die unterscheiden sich dadurch, dass bei der Mannschaft ein Wollsocken, das den Unterschenkel ziert, ja, der geht dann so ein bisschen bis über den Oberschenkel. Es wird eine weiße Hose getragen. Es wird eine weiße Weste getragen mit so Kupferknöpfen, würde ich sagen, und dann der rote Waffenrock. Und darauf haben wir einen Hut, den wir Labadan nennen, und wo dann diese besagte Perücke, von der Sie gerade gesprochen haben, drunter sitzt. Und natürlich das Holzgewehr. Ein Säbel, natürlich aus Holz, darf nicht fehlen. Und das ist dann eben der Mannschaftsdienstgrad. Und wenn man zu den Offizieren geht, dann kommt da so ein bisschen Silber dazu und die tragen eben kein Labadan, sondern die tragen einen Federbusch und im Wesentlichen dann auch noch tatsächlich ein Degen an der Seite, anstatt einem Holzsäbel. Und ansonsten ist das unterscheidbar, muss es ja sein, denn die Obrigkeit, auch angelehnt an die Überlieferungen, wie es damals wohl gewesen sein kann, damit man also diese beiden Mannschaftsgattungen gut erkennen kann und auch erkennt, wer jetzt stramm steht und wer sagen darf, dass man stramm stehen muss. Und das spielen wir heute mit großer Freude weiter. Ist es tatsächlich auch so, dass im Alltagsleben der Roten Funken, das heißt das ganze Jahr über, diese Mannschaftsgrade eine Rolle spielen, beziehungsweise Offiziersgrade, oder auch anders gefragt, übernehmen die Offiziere auch organisatorische Aufgaben wie ehedem, oder hat das was damit zu tun, wie lange man dabei ist und welche Aufgaben man im Karneval übernimmt? Also so ein bisschen militärisches Basisdenken ist natürlich auch den Funken nicht ganz verloren gegangen. Das heißt, wir haben verschiedene Dienstgrade. Ne? Es gibt den Funk, es gibt den Oberfunk, es gibt den Sergeant, den Weibel, den Vizeweibel. Und das sind die Mannschaftsgrade. Dann gibt es den Offizier, den Hauptmann. Also es gibt Mannschaftsgrade. Das super Charmante bei den Roten Funken ist aber, da kann man gar nicht verhindern, dass man befördert wird, weil wir befördern über Treue. Das heißt also, wenn man alle 4 Jahre seinen Beitrag bezahlt, dann wird man auch befördert. Es sei denn, man tut viel und man bringt sich ein für den Verein. Und ein gemeinnütziger Verein kann eben diese vielen Dienste, die zu erbringen sind, nicht bezahlen. Das würde nicht funktionieren, sondern er braucht viele, viele, viele Hände, die mithelfen. Und für die Nachhaltigkeit des Helfens, also über viele Jahre dabei zu sein, wird man dann belohnt mit dem Offiziersrang. Das heißt, man wird, wie wir liebevoll sagen, dann zum Huhn, weil man einen Federbusch hat und die Federn eben an einen Huhn erinnern. Das ist unser Dankeschön und auch nicht mehr. Das heißt, das ist vielleicht auch in anderen Gesellschaften wieder unterschiedlich, wo viele Geschenke gemacht und Dankeschöns gegeben werden. Bei uns hat das ein Selbstverständnis, mitzuhelfen. Ein roter Funk ist eben, wie das mal ein Prinz Karneval gesagt hat, der aus unseren Reihen kam, ist ein Lebensgefühl. Also man ist dabei, man macht da mit und man bringt sich ein. Die Liste der Helfer
ist über 50% der Mitglieder und das ist schon unglaublich. Und vor dem Hintergrund befördern wir. Liebe Hörer, lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Die größte Auszeichnung bei den Roten Funken ist, zum Huhn ernannt zu werden, wegen den Federn auf dem Federbusch. Das ist doch wirklich mal richtig schön kölsch. Wunderbar. Ich höre schon, es gibt ein sehr reges Vereinsleben das ganze Jahr hindurch. Wie ist es denn mit den Frauen? Übernehmen die da auch Aufgaben oder im Hintergrund? Oder ist das immer noch sehr traditionell organisiert? Das kommt dann immer mal drauf an, möchte ich sagen. Und das auch nochmal ganz klar, vielleicht dort beginnen, wo mein Vorgänger gesagt hat, die Männer sind ja ohne ihre Frauen nur halbe Portionen. Ohne die Toleranz unserer Partner oder Partnerinnen ging es ja gar nicht, dass man sich in eine solche Familie hineinbegibt. Und selbstverständlich feiern wir unsere Feste nicht alleine, sondern wir feiern sie mit unseren Partnern. Und trotzdem ist und sind die Roten Funken ein Männerverein. Das heißt, sie sind schon ein Gebilde, das auch darauf Wert legt, und ich denke, dass das in der heutigen Zeit auch gesagt werden darf, dass man eben auch Gruppierungen hat im Karneval, wo es die reinen Männervereine, die reinen Frauenvereine, die Familiengesellschaften gibt. Man hat also die Möglichkeit, sich zu entscheiden, wo man hingeht, aber bei den Roten Funken ist es eben ein Männerverein, was auch nicht so ganz stimmt, denn wir haben Frauen, die uns begleiten. Ich will jetzt gar nicht von der Oberbürgermeisterin Henriette Reker reden mit dem wunderbaren Spitznamen Agrippina Courage, sondern ich will auch von den Förderern reden und Fördererinnen, die diese Gesellschaft besonders unterstützen und Mitglied sind im Sinne der Gesellschaft. Aber auf der Bühne sieht man die nur ganz selten. Auch da sieht man sie, denn wir bedanken uns einmal im Jahr dafür, dass wir gefördert werden, dass wir sie auch mitnehmen. Aber es ist ein Männerverein und ich denke, das darf man auch mal sagen an der Stelle, genauso wie ich glaube, dass es die Berechtigung hat, dass es eben geschlechterspezifische Interesse geben darf in der heutigen Zeit, und wir eben tolle Frauenvereine haben, kämen auch diese nie auf die Idee, uns da in die Mitgliedschaft an ihre Tische zu lassen. Die Diskussion haben wir geführt. Also ist spannend, wie sich das auch weiterentwickelt, aber heute ist die Lage ziemlich klar. Heinz-Günther Hunold, seit 23 Jahren Präsident der Roten Funken. Das ist ja wirklich eine sehr lange Zeit und Sie müssen als wirklich junger Mann Präsident geworden sein. Wie kam es dazu? Naja, vielen Dank. Also eigentlich ging die Geschichte ja schon viel früher los, nämlich im Jahr 1988, als ich gerade so mein Examen gemacht hatte. Ich bin eben Ökonom und wurde vom damaligen Präsidenten angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, die Finanzen dieser Gesellschaft zu übernehmen. Und da war ich dann mal gerade 30 Jahre alt. Und, oder als er mich angesprochen hat, glaube ich noch nicht mal. Jedenfalls habe ich da ja gesagt, ich mache das und bin dann Schatzmeister und damit auch haftender Vorstand in ganz jungen Jahren geworden. Und habe mich natürlich um ein ganz wichtiges Thema gekümmert, nämlich um den Haushalt einer solchen Gesellschaft. Und das war schon ein anspruchsvolles Thema. Hat aber dann dazu geführt, dass ich dann nach einigen Jahren von den sogenannten jungen Wilden der erfahrenste war, der da war. Und als es dann irgendwann darum ging, ob ich mir das denn vorstellen könnte oder wollte, Nachfolger zu werden von Hans-Georg Brock, da habe ich dann irgendwann gesagt, ja, das will ich. Wenn die Funken das auch wollen, ich stehe zur Verfügung. Und dann ergab sich eben schlussendlich durch ein Wahlverfahren auch die Bestätigung. Allerdings hatten wir am Ende der Amtszeit von meinem Vorgänger auch Krisen in politischer Diskussion mit dem Festkomitee Kölner Karneval, mit der Stadtgesellschaft und auch mit der Presse, wo wir einfach nicht gut weggekommen sind und wo die Roten Funken wirklich auch in einer Krisensituation waren.
Und Krisenmanagement war und ist Zeit meines Lebens immer etwas gewesen, was ich auch sehr gerne gemacht habe, nicht nur beruflich und hier eben halt ein bisschen mitgeholfen habe, die Karre aus dem Dreck zu ziehen. Und und dann ging das eigentlich automatisch, dass ich dann derjenige sein sollte, der die Geschicke übernahm. Immerhin erst der dritte Präsident nach dem Krieg und sicherlich waren in der damaligen Zeit viele der Meinung, ob das Jod geht mit so einem jungen Kerl, warten wir uns ab. Aber ich glaube, das ist für so eine Gesellschaft ja auch ein großer Segen, wenn da eine lange Stetigkeit ist, weil das ist dann ja eine Verlässlichkeit, die dahinter steht. Und ich sehe das bei anderen Vereinen, wenn der Präsident wechselt, dann ist es immer sehr, sehr schwer, bis dann sich alles wieder zurechtgeruckelt hat und so weiter und so fort. Wir sind da mal gespannt. Ich wüsste gerne, was sind denn ganz besonders schöne Erinnerungen an die letzten 23 Jahre? Ja, im Grunde genommen, wie es losging, war es halt so, dass wir eigentlich ja alle darauf brannten, jetzt nach eigentlich mehr als einer Generation im Altersunterschied die Dinge neu zu machen, zu reformieren. Also das ist fast wie so eine Studentenbewegung gewesen, die gesagt hat, so jetzt, die Gedanken sind frei und wir bringen jetzt einfach mal ein völlig neues Gesicht der Roten Funken in die Stadtgesellschaft ein, so wie wir glauben, wo sie hingehören, nach innen wie nach außen. Und tatsächlich waren alle Dinge, die wir angepackt haben, einfach schön, toll. Ich erinnere mich an einen der ersten Auftritte, die wir bei der Ehrengarde der Stadt Köln hatten. Die hatten damals Jubiläum. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Jubiläum das gewesen ist. Ich komme von 1903, das war das 100-jährige wahrscheinlich, 2003, wo wir dann aufgetreten sind und uns mit grünen, gelben Blumen in den Gewehren gezeigt haben. Das heißt, das Thema, die Wertschätzung nochmal auf eine völlig neue Art und Weise miteinander zu leben, war ein ganz wichtiger Durchbruch und das ist gelungen und man hat uns mit offenen Herzen empfangen. Deswegen kann ich Ihnen gar nicht sagen, was das für einzelne Stationen gewesen sind, die einen da besonders begeistert haben, weil es war immer unser Anliegen, dass die Besucher auf unseren Veranstaltungen, ich habe immer gesagt, mindestens 5 Sterne in den Augen haben, wenn sie die Veranstaltung verlassen. Wenn es nur 4 sind, haben wir was falsch gemacht. Und mit dem Bemühen, den Gast abzuholen, ihn zu begeistern, ihn mitzunehmen, dafür etwas zu tun, der Ilverat, wie wir uns da entwickelt haben in der damaligen Zeit, der war sicherlich einzigartig, die Leute einzubinden in das Geschehen auf einer Sitzung, aber auch das Wertschätzungsmodell gegenüber unseren Mitgliedern, jedem das Gefühl zu geben, es ist schön, dich zu treffen. Ich bin heute hier, weil du hier bist. Also eine Nähe zu erzeugen zwischen einem Vorstandsmitglied und dem gewöhnlichen Funken, dass man also hier miteinander klarkommt, das waren schon wichtige Dinge. Natürlich gab es besondere Themen. Allein das Projekt Üleports hat ja auf meiner allerersten Vorstandssitzung begonnen und ist jetzt mal gerade, also fertig wird es wahrscheinlich nie, weil es immer was zu tun gibt an dem Gemäuer, aber es ist eben halt kurz vor unserem Jubiläum im Jahr 2023 wieder bezogen worden. Das hat uns also über die komplette Zeit begleitet oder mich begleitet. Und jedes Mal, wenn ich da hineinkomme, habe ich ein Lächeln in den Augen dann, oder auch im Gesicht, weil ich einfach denke, hier ist ein ganz großes Werk gelungen, unter Beteiligung der Roten Funken selber, aber auch eben derjenigen, die mitgeholfen haben, das hier frei finanziert hinzusetzen. An dieser Stelle möchte ich nochmal einhaken und auch nochmal daran erinnern, woher die Roten Funken oder woher unser Karneval kommt. Und zwar besonders den Kritikern gegenüber, die meinen, ach, das ist ja alles so alt und verstaubt und irgendwie auch verknöchert oder so. An dieser Stelle habe ich nochmal gehört,
mit was für einem Geist man dort hineingeht, auch als neuer Präsident, dass man gerne Dinge reformieren möchte, dass man im Grunde genommen ein junger Wilder ist. Und möchte auch nochmal daran erinnern, genau das war der Karneval damals in den 1820er Jahren. Karneval war nämlich verboten. Napoleon hatte gesagt, oh, das ist mir alles viel zu gefährlich, die Leute, die verkleiden sich alle, da können sich leicht Aufstände bilden. Machen wir alles nicht, fort weg damit, braucht man nicht und so weiter. Dann hat das Festkomitee Kölner Karneval unter sehr großer Überzeugungskraft gesagt, doch, wir machen das, wir organisieren das, wir machen einen wunderbaren Umzug und ihr müsst euch keine Sorgen machen, das passt schon alles. Und das war der allererste Umzug und damals sind eben die Roten Funken auch entstanden. Das heißt, die sind gar nicht entstanden aus irgendeiner verknöcherten alten Tradition, sondern aus einem Aufbruch in etwas Neues. Und diesen Geist, den sollten wir uns alle erhalten und zu sehen, dass in diesen alten Traditionen immer auch ein Aufbruch und eine Flamme drinstecken kann. Das ist genau der Punkt, den der Karneval immer mal wieder droht zu vergessen. Weil es natürlich immer eine herrschende Klasse gibt, die das auch gerne macht. Und vielleicht dann manchmal so den Zug verpasst, wo man sagt, jetzt ist die nächste Generation dran und muss einfach mit neuen Ideen wieder neue Reformen durchbringen. So ist es bei mir beispielsweise jetzt auch in wenigen Wochen mit meinem Amt als Präsident der Roten Funken vorbei. Ich übergebe an die nächste Generation, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass jetzt eben genau dieser Wechsel sich vollzieht. Und immer dann, wenn man so merkt, dass das Wort Tradition benutzt wird, eingetretene Wege damit zu erklären, dass man das um Gottes Willen der Tradition wegen nicht ändern darf, sage ich, da liegt ihr falsch. Die Botschaft der Tradition ist eine Idee. Es ist eben halt nicht das Verwalten von Wegen, die man gegangen ist, sondern es ist das Feuer einer Idee, das in der Zeit, in der man lebt, immer wieder neu ausgesprochen, erfunden werden muss. Und so freue ich mich beispielsweise, es gibt jetzt hier eine junge Damentruppe, für die wir jetzt bürgen beim Festkomitee Kölner Karneval. Die Damen sind zwischen 18 und Anfang 30, ich glaube es sind schon 60 oder 70. Die Kölschen Kamellchen heißen die. Oh, wie schön. Und die machen ihren Karneval so, wie sie den für richtig halten. Und das ist gut so. Und ich habe auch gesagt, wenn der Präsident geht, dann geht eben nicht nur der Präsident, sondern eine Generation übergibt jetzt die Verantwortung an die Nächsten. Und das ist wichtig. Das hat der Karneval nicht immer im Griff und wird deswegen auch völlig zu Recht kritisiert. Aber das hat ja was mit denen zu tun, die den Karneval machen. Ja, wir mit den Vedelszug am Sonntag, ich bin da jahrelang mit unseren Schulen mitgegangen, da werden eigentlich die ganz kleinen Jecken schon herangezogen. Die Roten Funken sind ja ganz gewiss auch an Nachwuchs interessiert. Was ist denn so der ideale Rote Funke, wenn Sie sich den backen könnten? Was würde der so tun und wie viel Zeit muss der dafür investieren und wo kann er sich melden? Gut, also ich sag mal, wir haben gerade jetzt das Programm in der Frage, wie geht es denn weiter, unter oder die Überschrift gestellt, Quo vadis Rote Funken. Und damit haben wir gesagt, das Leben eines Roten Funken beginnt eigentlich mit der Geburt. So, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, er wird also dann schon, er kann dann schon Mitglied werden und kann tatsächlich, wird von uns bedient mit dem Strampler oder was auch immer. Nein, wir wollen eben Angebote formulieren, auch für junge Familien. Wir haben eine Kooperation mit dem Gürzenich Orchester und der Rheinischen Musikschule im Rahmen einer Klangwerkstatt, dass also so Rote Funken, die Karneval feiern und ihre Eltern in der Lage sind, mal mit ihren Kindern in die Ulrepforte zu kommen, dass die mal ein Trommelchen spielen können oder mal eine Geige ausprobieren oder mehr oder weniger mal eine Gitarre spielen. Das heißt, wir wollen eben früh vernetzen, um den Gedanken des Roten Funkens möglichst früh in die Köpfe hineinzubringen. Tatsächlich kann man dann Roter Funk werden mit 18 Jahren, weil das ja auch alles etwas mit unseren Jugendschutzgesetzen zu tun hat, was nicht heißt, dass wir auch Veranstaltungen haben für Jüngere.
die dann aber auch teilweise in Begleitung ihrer Erwachsenen kommen, weil natürlich die Jugendschutzgesetze an bestimmten Zeiten enden und wir darauf achten müssen, dass die auch eingehalten werden. Und jetzt gerade werden aber Programme entwickelt, ob wir doch eine Tanzgruppe aufbauen, die wir bisher nicht haben, weil es auch enorm viel Arbeit ist und wir für sie ja dann eben auch entsprechende Auftritte buchen. Und natürlich ist man als Kamelle-Mädchen oder Kamelle-Jung mit dabei, wenn es dann an Rosenmontag, den Feiertag zu gehen und zu feiern gibt, den der Karnevalist hat, und das ist und bleibt der Rosenmontag. Ja, unser höchster Feiertag in Köln, der Rosenmontag. Die Kölschen Roten Funken, Rot-Wies, das verbinde ich immer mit dem Kölner Karneval. Aber jetzt habe ich heute erfahren, dass Rote Funke zu sein, das ist eigentlich eine Jahresbeschäftigung. Das ist das ganze Jahr über eine wichtige Aufgabe. Was ist denn wohl die wichtigste Aufgabe des Präsidenten neben dem Karneval? Naja, ich habe es mal irgendwie den Mitgliedern auf einer Hauptversammlung gesagt. Tatsächlich findet jeden zweiten Tag im Jahr eine Rote Funken-Veranstaltung statt. Wenn man die vielen Touren zum Beispiel nimmt, auf denen wir unterwegs sind, oder wenn man eben die vielen Ausschüsse sieht, die tagen müssen, damit überhaupt was zustande kommt. Und so eine Truppe muss man ja auch zusammenhalten unterm Jahr. Und so finden regelmäßige Treffen statt, unter anderem eben auch Kulturveranstaltungen in der Ulrichpforte, die wir jetzt nach dem Umbau konzipiert haben. Und natürlich gibt es auch politische Auftritte des Präsidenten der Roten Funken. Oder wir stehen für das Rheinland, für Köln oder für die Bundesrepublik Deutschland eben auch als Botschafter in der Welt zur Verfügung. So sind wir in meiner Zeit als Präsident in Japan gewesen auf der Weltausstellung, in Brasilien, woraus dann im Späteren eine Städtepartnerschaft entstanden ist zwischen Köln und Rio de Janeiro. Wir waren in Peking und Shanghai auf der Weltausstellung. Wir waren in Kuba und in den USA über den deutschen Nationalfeiertag, den 3. Oktober. Und wir waren in Dubai auf der Weltausstellung. Das heißt, wir sind offiziell Beauftragter der Bundesrepublik Deutschland, das fröhliche Gesicht der Deutschen zu vertreten. Und da sind wir dann wahrscheinlich auch deswegen attraktiv gewesen, weil wir Selbstzahler waren, also die Reisen selber finanziert haben, aber vor allen Dingen, weil wir natürlich auch eine Botschaft hinterlassen haben. Und das war für uns immer unglaublich spannend, das Gesicht der Deutschen im Ausland zu zeigen und gleichzeitig enorm viel über die Länder zu lernen, die wir dann besuchen konnten. Und ich halte das für eine unglaubliche Chance des Kölner Karneval, sich eben in der Welt zu zeigen, weil das, was wir hier im Karneval machen, ist auf der Welt einzigartig. Die Roten Funken als Kulturbotschafter, das gefällt mir richtig gut. Und in diesem Zusammenhang gefällt mir noch etwas richtig gut. Jeder Rote Funke hat einen Spitznamen. Der Spitzname von Heinz-Günther Hunold ist die Lach du von der Üleports. Und ich übersetze das jetzt mal für die, die kein Kölsch können. Das ist die Lachtaube von der Ulrichpforte. Was könnte es eigentlich für einen besseren Botschafter geben in der Welt für Köln als eine fröhliche Lachtaube? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie kam es zu diesem Spitznamen? Ja, da muss man ganz weit zurückgehen, weil ich bin tatsächlich mit 18 Jahren Roter Funke geworden. Und die Aufgabe des jeweiligen Präsidenten und Kommandanten ist, für seine aktiven Mitglieder einen Namen auszusuchen. Und scheinbar war ich damals auch schon immer von meinem sonnigen Gemüt eine eher fröhliche Person, die sicherlich auch optimistisch durchs Leben damals gegangen ist wie heute. Und das konnte mir man dann anspüren. Und so war das dann eigentlich fast ein Glücksfall, dass er das herausgefunden hat und mir dann eben einen solchen Spitznamen gegeben hat. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar und der hat mich auch immer getragen, selbst wenn es mal ernster wurde. Das sonnige Gemüt ist doch eines der wichtigsten Dinge, die man mit sich herumtragen kann, weil dann gibt es immer wieder einen Morgen, auch wenn das gestern nicht ganz so hervorragend war. Ich habe gehört, Sie haben auch ein wunderbares Motto, was tatsächlich die Anfangszeit der Roten Funken oder sogar die Zeit vor Napoleon verbindet mit unserer heutigen Zeit, mit unserer Jetztzeit.
dieses Motto lautet: Egalité, Liberté, Fraternité. Zusammengefasst die Zahl 11. Und damit ist klar, dass der Elferrat eine Symbolik hat, den Menschen Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit zu vermitteln. So schwer das in der heutigen Zeit da draußen auch immer wieder ist, haben aber die Menschen doch, die uns besuchen, die Möglichkeit, das wirklich auch mit uns gemeinsam zu erfahren. Und das finde ich wunderbar. Herr Hunold, was wird denn die Zukunft bringen nach diesem Präsidenten- und Kommandantenamt? Also ich hoffe sicher oder ich bin sicher, es geht weiter, wie es war. Wir haben viele Kandidaten, die sich jetzt bewerben, um im Vorstand ihre Arbeit zu tun. Wiederum gepaart aus einigen Mitgliedern, die schon im Vorstand waren, um ihre Erfahrung dann weiterzugeben. Aber auch ordentlich viel Neuen. Und die jetzt sich da um das Präsidium bewerben, die sind sehr erfahren, waren lange an meiner Seite, haben wahrscheinlich viel mitbekommen. Ich habe versucht, viel ihnen mitzugeben, haben aber ihre eigene Interpretation, da gehe ich mal sehr von aus, wie sie diese roten Funken nach vorne bringen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir es nie vergessen, die Kultur eben auch in den Vordergrund zu setzen und dem Karneval das Gesicht zu geben, was es wirklich auch in der Gesellschaft als Stellenwert haben soll. Es geht nicht um das Feiern alleine, sondern die Ulrichpforte ist ein Kulturtempel in der Bürgerschaft geworden, in der man miteinander reden kann. Und dafür haben wir gekämpft und haben viele Veranstaltungen gemacht und wir wollen das alles auch weiterführen. Aber ich weiß auch, dass meine jungen Kollegen das weiterführen wollen und das freut mich sehr. Also, auch wenn ich jetzt aufhöre, würde ich sagen, wir fangen gerade erst an. Du bist ne Rudelfunk und alles können. Und die Herz schlägt für die Stadt in Rud und Wies. Ne Rudelfunk ist Tradition, ist Gefühl und Leidenschaft. Vielen, vielen Dank. Das war Heinz-Günther Hunold, Kommandant und Präsident der Kölschen Funken Rud-Wies von 1823 e.V. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in eines der wichtigsten kölschen Kulturgüter. Ich freue mich, dass ihr mich an einen weiteren spannenden Ort in meiner geliebten Heimatstadt Köln begleitet habt. Das war der Podcast Spurensuche Köln mit Isabel Gronack-Walz.